Freunde, vor uns ist ein mächtiges rosa Rad, was ich gerne fangen würde. Geil wäre es irgendwie schon, aber ich weiß nicht welche. Im Level her soll 50, würde mir eh nicht gehorchen. Nee. Aber platt machen wäre eine Option, wa? Das wird doch garantiert einiges an Ding geben. Erfahrungspunkten. Wie es ausrastet. Ah, übrigens, ich habe mir noch... so ein Quatsch, ey. Ich habe noch Offscreen, also, ja... Doch, Offscreen kann man so sagen, indem ich einfach halt den Spiel schon nachher wieder resettet habe. Haben mal noch auf den Weg gemacht, beziehungsweise geguckt, welches Pokémon uns fehlt bezüglich diesen 3 Blättern auf dem Kopf. Das ist die eine Quest, eine Side-Quest. Und ich habe ja diese coole Liste, diese Online-Liste von arceus.gg, wo man ja sieht, welche Pokémon, welchem Gebiet quasi vorhanden wären, theoretisch. Und da habe ich es gesehen, Freunde. Es ist keines von unserer Liste, es ist auch nicht mobile oder so. Es ist ja ein ganz anderes Viech. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich jetzt das schon mal hier eingetragen habe. Nee, ich glaube nicht. Oder? Warte mal. Ganz kurz gucken. Dauert nämlich nicht lange. Ich hoffe zumindest nicht. Also auch ein krasser Start in die Folge. So, warte mal. Wir sind doch das Land hier. Ich wollte gerade sagen, das Reich. Das Land hier ist korrekt. Ja gut, aus Schweizer dürfte ich das. Egal. Wo ist das Vieh jetzt? Siehst du mal nicht? Geil. Mann, Michael, du siehst die Folge voll in die Länge. Ja, ich weiß. Moment. Ah, hier. Habe ich es eingetragen? Jein. Und auch nee. Okay. Das Vieh, was wir eigentlich suchen für die Quest, markiere es mal hier, ist ein Pflanzen-Pokémon, dessen Entwicklung wir gleich sehen werden. So viel kann ich schon mal verraten. Und ja, es ist ein Pflanzen-Pokémon. Und überrumpelt. Sehr gut. Dann mache ich doch mal... Kraft Aeroas. Weil vielleicht zuerst so viel klüger gewesen wäre. Schneller angreifen, aber alter Schwede. Warum haben die Hyperstrahl drauf? Was ist mit den Viechern los? Das vierte einen Hyperstrahl drauf, kann das mal einer erklären? Ja gut, da mir Plexen darfst du. Ein bisschen kurz vor der Entwicklung müssen wir dann deinen Move lernen. Also wäre jetzt wirklich kurz davor zu sagen, hey, come on, ich fang das Vieh, aber nee, die Erfangspunkte sind Gold wert. Also, natürlich sowieso, aber das Vieh spawnt, glaube ich, sowieso immer wieder. Das sind doch solche Boss, die immer wieder ein bisschen spawnen. Alter! Okay, damit Downplex jetzt ein bisschen übertrieben. Meistersamen! Nein, da gibt's nichts. Was? Wenn man gewisse Pokémon oder solche Pokémon platt machen, gibt's Meistersamen? Okay, das ist mal neu. So, warte mal. Haben wir etwas, was wir irgendwie wegwerfen können, was wir irgendwie verbrauchen können? Verbrauchen wird schwierig. Nee, die Dinger. Mann, das sind irgendwie direkt. Ist doch scheiße. Was ich sagen wollte, ist nicht, dass ich meine Items irgendwie ins Lager schicken kann. Ja gut, im Pokémon geht es ja auch nicht. Also sowieso soll es mit den Items gehen, ne? Kann man sich natürlich fragen. Verständlich. Noch ein paar Schwerbälle. Nee, ich lasse mal die Bälle. Und dann habe ich wirklich mehr als genug Bälle gemacht. Ich kann halt sonst auch nichts herstellen. Also muss ich fast das machen. Da wäre natürlich jetzt auch noch eine Option. Jetzt müsste ich eigentlich 2 Plätze mehr haben. Nur einen, ja logisch. Ja, Trottel. So, Meistersamen. Yes. Also Sang, der geht natürlich wieder... Toll. Hätte zuerst das eine aufnehmen können, dann das andere. Ich weiß was. Weil den Meistersamen oder könnte ich gebrauchen. Zwischen der Kraft und Tempo-Technik an der Pokémon-Tag wechseln zu können. Okay, ich dachte eigentlich, es geht darum, dass ich in einem Pokémon, was eine Attacke vom Attackentutor, also von ihr selber, gelernt hat, kann ich da halt sagen, hey,
Lea bietet diesem Pokémon noch die Kraft und Tempotechnik. Ich dachte eigentlich würde mal so funktionieren, aber vielleicht ist es jetzt plötzlich anders und kann auch noch eins machen. Egal, wir sehen sie dann. Pokémon, wenn sie Attacken selber erlernen, erlernen sie auch wiederum zu einem späteren Zeitpunkt ihre Meisterklasse. Oder eben da, sie können die Attacke dann meistern, sagen wir es mal so, wie es ist. Okay. Dann haben wir den Leistungssand, sehr gut. 0 bis 2. Nach Tara mal gucken, was das noch für einen Wert, den man gerne noch erhöhen könnte. Jo, die Initiative. Hä? Siehst du da? Okay. Da hoch muss ich hin, da sind noch ein paar Roselias und so. Und eben, ich glaube, dieses Roserade, ich habe mal gelesen, das soll immer wieder nachspawnen. Also kann man sich auch gut trainieren hier. Rundblatt. So. Aber, was wir auch gesehen haben, Attacken verwalten. Genau, Barrierestoß hat jetzt gemeistert, das heißt, wenn ich jetzt Barrierestoß, man muss auch ein paar Mal einsetzen. Dann müsste sich Damirplex eigentlich schon relativ bald entwickeln. Ich bin noch gar nicht mehr ganz sicher, da muss ich kurz nachgucken. Ich weiß nicht mehr, welche Art das Damirplex einsetzen muss. Also sprich, ist es Krafttechnik oder Tempotechnik? Da bin ich jetzt gerade echt nicht mehr sicher. Na komm, wo ist es? Zeig dich Damirplex, so. Plus die Entwicklung. Agile-Style, okay, also Tempotechnik. Gut. Ein paar Mal Tempotechnik einsetzen, nachher haben wir's. Dankeschön. Ein paar wilde Parasex, das kann man natürlich auch wie gerufen. Ja, ein paar müssen wir noch fangen, das ist so. Wo haben wir unsere Honigköder? Ich meine, das ist ja ein Käfer-Pokémon, müsste also eigentlich funktionieren. Hä? Schon gefuttert? Oder war es plötzlich weg? So ging's. Okay. Und das wurde überrumpelt. So, jetzt also. Kampf. Barrierestoß. Oh, ich habe nicht mehr so viel, schade. Tempo. Genau, in diesem Style soll ich jetzt Barrierestoß ein paar Mal einsetzen. Und irgendwann heißt es plötzlich, hey, Damirplex kann sich entwickeln. Also angeblich. Und das machen wir natürlich noch ein paar Mal. Ja, ich muss sowieso das ein paar Mal machen mit Damirplex, weil man sieht ja, den Move hat es nur irgendwie 10 Mal insgesamt, aber dadurch, dass ich wechsle zwischen normalem Angriff und vor allem auch Tempotechnik. Was heißt die wechseln? Das ist einfach so als Tempotechnik. Das Ereignis aber neu war. Dass ich jetzt so einen Pfeil nach unten, oben habe. Egal. Auf alle Fälle natürlich so, dass Tempo und Krafttechniken verbrauchen ja mehr AP. Yes, man. Ihr habt's gesehen, Freunde. Staravia kann sich entwickeln und Igelava hat eine neue Attacke gelernt. So, bin ganz mal gespannt.
Flammenwurf. Nur noch 80, ja super. Ich vermisse jetzt einen, wo ein Flammenwurf mit nur 95 Schaden gemacht hat. Alter Schwede. Ja, waren schöne Zeiten. Ach ja, warte mal. Hier, Staravia. Mit X geht's ja auch. Einmal entwickeln, bitte. Zu Staraptor. Oh yeah. Neue Attacke, sehr schön. Nahkampf nehmen wir mal an. Yo. Perfekt, Freunde. Eine Kampfattacke. Nehmen wir an, können vermutlich mal Luftschnitt rausnehmen, weil ich nehme jetzt mal stark an. Nahkampf, Aeroa, Sokzoki. Nehmen wir, dann machen wir es so. Normal, Flug, Kampf und dann noch eine Statusattacke. Sehr schön. Was ich sagen wollte, ich nehme doch stark als Staraptors Angriff höher als sein Spezialangriff. Jawohl. Oh, sein Wesen. Kein gutes Wesen. Luxors Wesen ist auch ein bisschen fragwürdig. Igelava, ja, das hat doch endlich mal was für einen Spezialangriff, Freunde. Und ja, unsere Igelava wird sich auch schon bald entwickeln. Da bin ich auch schon sehr gespannt und freue mich. Oh, stimmt, aber noch ein Item. So, Barrierestoß kann ich jetzt noch gar nicht mehr einsetzen. Okay. Ich kann nicht mehr so auf dem Schirm. Entschuldigung. Ich muss noch ganz kurz Pokémon switchen. Flamethrower, no! Burn, Baby, burn! Sehr schön, wenn Tag von Typ Feuer besiegt. Das lobe ich mir. Oh, Leistungssand. Nee, den brauche ich, Freunde. Was? Oh, irgendwas ging hoch. Das heißt, müssen wir da von irgendwas hier verabschieden. Paprikokos wegwerfen, genau. Warte mal, ich kann doch... Bin ich jetzt doof? Ich kann doch sicher... Ich wollte schon sagen, ey. Ich meine, es gut, wenn das nicht mehr gegangen wäre. Schwarzknallstein, so, den wir verbraucht. Okay, dann der Leistungssand. Ein bisschen Leistung kann nie schaden. Oh, ist er gar nicht. Wo ist er denn? Hier. Leistungslevel 0 bis 2, dann mache ich doch mal bei Igelava gerne mal einen Spezialangriff hoch. So. Hä? Wo? Ach, die schon wieder. Die haben nachgespawnt. Ja, gut gemacht, Ursaluna. Feines Ursaluna, feini, feini. So, hier den meisten Pokémon aus dem Weg gehen, warum auch nicht? Was? Neue Seiten dabei. Ich nehme an, das ist eine Munterreise, oder? Jo. Und dann direkt normal. Ja, ist ein bisschen nervig, das Ganze mit Items wieder herstellen. Weil man sonst keinen Platz hat. Das Problem ist halt, was ich auch ein bisschen noch erfahren habe, dieser Händler, der unsere Tasche erweitert, das wird noch so viel teurer werden, Freunde. Wir müssen uns echt was überlegen, wie wir das künftig machen. Doch irgendwie dann irgendwann sicher mal eine andere Methode finden muss, um halt auch offscreen Geld zu farmen.
Wenn es nicht anders geht, so warte mal, wir kämpfen ja demnächst gegen einen Herrscher hier. Ich werde nicht mal so schnell noch ein bisschen... Oh! Nachtara zu trainieren. Nachtara soll ein bisschen unser Tank werden, haben wir mal so überlegt. Dann mache ich erstmal Ruckzuck-Hieb. Okay, so wie dazu, dass ich dann normal angreifen kann. Dann mal ein bisschen Spukball. Natürlich geil wäre bei Nachtara eine Psycho- und eine Feenattacke. So, hier muss er sowieso hin. Hier ist alles Paletti. Noch irgendwelche Büsche oder sowas, was er noch farmen könnte. Kramurks? Ernsthaft? Oh, das ist sogar ein Kramchef. Und die hauen ja alle ab. Natürlich ein Kramchef fangen, natürlich auch geil. Weil gar nicht wissen wir, was für ein Level das hat. Was können wir bei dem einsetzen? Irgendwie im Pilzköder vielleicht? Wir können mal gucken, was passiert. Was? Okay, haben wir jetzt gesehen? Ja, okay. Naja, fast. Ja, steht da ja was. Hat er nicht so gerne, wa? Aua, hab wohl getroffen. Und da ich bin so gut versteckt hier, trifft mich eh nicht. Oh, die haben wir aber gesehen. 55, nee, dankeschön. Das ist ein fucking Sternschauer, ich glaube, es hackt. Mamma mia. Aber Michael, kannst du bitte wieder mal... Dankeschön. Dachte gerade, will es gar nicht mehr erholen. Das wäre was gewesen, hey. Also, noch irgendwas zum Herstellen oder so? Nee, okay, komm, scheiß drauf. Das greifen wir an, Freunde, komm. Hey, Dia, na, was geht ab? Da bist du ja. Das heißt sicher, dass du bereit und entschlossen bist, oder? Jo. Selbst in Rage ist Dressel eine anmutige Erscheinung. Dieser Kampf wird ein Spektakel. Ich hoffe, wir müssen nicht auf uns warten. Also, die waren's. Schaut, dank etwas Salbe geht es in Natsus Fuß auch schon viel besser. Yugao, bitte verzeihen Sie uns, dass wir Ihnen und dem Perlclan so viel Ärger gemacht haben. Hinatsu hat versucht, alle Probleme im Alleingang zu lösen und sich dabei übernommen. Ihre Taten haben zwar einigen Ärger verursacht, aber letztlich handelt es in guter Absicht. Die Königin des Bergkampfs, Dressella, ist wie eine Tänzerin ständig in Bewegung. Du sollst sie genau beobachten, so kannst du lernen, ihren Attacken auszuweichen. Genau. Wann immer du wieder ausweichst, wird Dressel irgendwann müde und es wird sich eine günstige Gelegenheit ergeben.
Dann hast du Zeit, einzelne Pokémon in den Kampf zu schicken und deine Stärke zu beweisen. Ich zähle auf dich. Los, schickst du das? Sei so. Oder so. Dressella also. Ja, und ich habe es vorhin erwähnt, Freunde. Die Vorstuhl von Dressella, ich glaube Lilip oder so. Oder irgendwie sowas in der Art heißt es. Das Vieh müssen wir die eine Sidequest fangen. Aber zuerst einmal der Kampf gegen einen König oder eine Königin. König des Bergkamps, Dressella, und ihr seht schon, es sieht anders aus. Warum das? Nun ja, es ist eine Hisui-Form. Anfang habe ich sie überhaupt getroffen? Ah. Da muss ich auch erstmal wissen, wie groß das Kampffeld ist, aber keine Ahnung. Das greift 2 oder 3 Mal an. Ja, super, ey. Sag mal. Oh, das war einmal mehr als vorhin. Okay, nach Tara. Bin gespannt, was du drauf hast. Ernsthaft? Okay. Ja, ich meine, Dressel ist ein Kampf, also hier ist ein Pflanze-Kampf-Pokémon und dafür, finde ich, macht es doch gut Damage. So, klar, nochmal. Auch ernsthaft, ey. Man paralysiert, was für eine Scheiße. Na gut. Spukbar, will man sagen, wa? Nein! Alter! Aber trotzdem kann man sagen, nach Tara hält verdammt gut aus. Also, du auch, natürlich. Entschuldigung. Also, der vergleichsweise sehr viel KP. Ja, dann natürlich jetzt doof. Ein Geist-Pokémon natürlich jetzt geil. Okay, aber keine Chance mehr so. Ich kann höchstens sowas noch versuchen. Okay, Staraptor wäre natürlich auch eine Option, aber jetzt geht es noch ein bisschen um Igelava. Aber ganz kurz, sie muss vielleicht auch mal noch Natara kurz healen, damit sie nachher Erfahrungspunkte kriegt. Was macht sie jetzt? Hallo, kann ich springen? Was soll der Scheiß? Achso, ja, ich hab's. Ja, ich weiß wieder. Ja, ich weiß. Hätte reinspringen müssen, Freunde. So nämlich. Ich habe unendlich Ruhegaben, ey. Oh.
dauert und dauert, ey. Ups. Beruhig dich mal. So, was vorhin so gut geklappt hat, Igelava. Burn, Baby, burn! Wir haben's gleich, wir haben's gleich. Was? Achso. Ja, und das, Freunde, ist Hisui Dresela vom Typ Pflanze Kampf. Angeblich. Die Wiesentafel von Dresela. Die Steintafel bewohnt die Energie des Typs Pflanze inne. Wird auf ein bestimmtes Pokémon angewendet, erlangt es die Kraft des Typs Pflanze. Schön. Danke, wirklich. Du hast nicht nur Dresela gerettet, sondern auch Hinatsu. Es ist du, Ursalune beruhigt jetzt auch noch Dresela. Du bist wirklich unglaublich. Ich bin so froh, dass Dresela wieder ganz das Alte ist. So ist mir doch am liebsten. Sela. Hinatsu. Sollst du dich nicht noch bei jemandem entschuldigen? Ich glaube schon, aber Freunde, das werden wir uns in nächster Folge zu Gemüte ziehen. Da wieder leichte Überlänge haben. Und ich sage in der Hinsicht vielen Dank fürs Zusehen und bis nächstes Mal zurück bei Pokémon Legends Arceus. Da mal gucken, was wir hier in diesem Gebiet noch alles erleben werden. Gibt sicher noch einiges zu tun. Noch die eine oder andere Side-Quest und normale Quest, Pokémon jagen und so. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, Freunde. Bis dahin, bye bye.